Ja, und was die Schücherleitenmusik mit dem Auto auf einer schwarzen Skipiste verloren hat, das sehen wir gleich. Für unseren Kernburm-Stammtisch haben wir es uns im steirischen Grodnertal gemütlich gemacht. Da sind die Brüder aufgewachsen und so spielt das Tal in die Kernburm-Lieder immer wieder eine große Rolle. Hans, das Stückchen habe ich jetzt nicht kennt. Was war das jetzt für ein Kernbaumstückchen? Das war eine ganz alte Nummer durchs Grodnertal und die haben wir mir von der neuen CD, die da der Markus über seine Vorfahren ausgegeben hat. Und die war eine von den unbekannten Aufnahmen. Und da haben wir mir gesagt, wir wollen so ganz alte Nummern holen, die eigentlich heute keiner mehr so kennt oder spielt. Aber wo ist die dann hergekommen auf einmal, die Aufnahmen? Ich glaube, das waren Dachbodenfunde. Also das ist, oder haben sie einen Misthaufen überglaubt, ich weiß nicht. Das ist Aber was macht es nach 60 Jahren aus, die Faszination? Warum spielt ihr als junge Musikanten jetzt auch noch Kernbaumstückchen? Die Tanzer taug's. Also wenn wir das bei einem Ball oder bei einer Hochzeit spielen, dann merkst du einfach, da ist der Tanzbahn wieder voll und dann wissen wir einfach, wir machen da gerade das Richtige. Und selber taug's zum Spielen und so ein Stückchen, das zieht halt nach wie vor. Was dazu zu sagen, hat die Kernbaum ausgemacht? Das Musikant sein. Einfach, dass du abseits von der Bühne, dass du auch mal hinstehst, dass du mal geschwind was anspielst, dass halt so verrückte Geschichten entstehen, dass du nicht nur sagst, ich hau mich jetzt halt für ein Konzert irgendwo hin, sondern dass du wirklich lebst für die Leute und selber für die Musik lebst. Und das hat mich immer bei den Kernburm oder auch später bei den Bigniter imponiert gehabt. Und da habe ich immer gesagt, so ein Musikant möchte ich sein. Ja, es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Das habt ihr auch gut angeschaut, weil nicht nur die Musik habt ihr auch angeschaut, sondern auch beim Autofahren seid ihr auch ein bisschen auf die Spuren. Ja. Ja, die meisten Geschichten von uns kann man nicht erzählen. Also der Bernd hat zu uns immer gesagt, Buben, der Leben darf zu alles, erzählen darfst nichts.